Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 1:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Und ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken. Kurzer Hinweis, wie immer, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr nichts und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür, wenn ihr das tun solltet. Und ansonsten, so ein Ding. Gehen wir rein in den Bums. Ich habe das Ganze für euch mal ein bisschen aufgebaut, weil die Mikrofone wieder sehr, sehr leise sind. Ich hoffe, die werden später nicht lauter. Dann muss ich hier intervenieren, aber ansonsten gehen wir mal rein. Ja, guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der FC Bayern. Beginnt Teil 1. Ich darf unsere Kompanie, unseren Trainer begrüßen nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern hier bei Borussia Mönchengladbach und freue mich auf die zügigen Fragen. Wir schaffen es dann heute hoffentlich noch nach Hause zu kommen, aber dafür ist natürlich Zeit. Also bitteschön, wo besteht Redebedarf? Ein Handzeichen geben. Ja, genau, hier in der zweiten Reihe. Abend, Herr Kompanie. Glückwunsch erstmal zum Sieg. Ich habe direkt eine Frage zu Geburtstagskind Leroy Sané. Was hat er Ihnen heute für einen Eindruck gemacht? Ich glaube, sinnbildlich war so ein bisschen die Katastrophe. Note 5,5. Katastrophe. Nicht nur diese Szene war sinnbildlich, das war die Krönung dieser Leistung. Ja. Auch vorher schon, gerade zweite Halbzeit, absolut lustlos. Erste Halbzeit, der Anfang war noch einigermaßen okay, die erste Viertelstunde. Von Minute zu Minute wurde es schlimmer. Immer lustloser, immer weniger Teilnahme am Spiel. Also, das war wieder so eine Leistung, die ist das Trikot, was er trägt, nicht würdig. Um es mal klipp und klar zu sagen. Ne? Wird natürlich ein Kompanie jetzt nicht sagen, aber ja, mal gucken, was er sagt. 70. Minute, wo er das leere Tor verfehlt. Was macht er Ihnen für einen Eindruck? Und kurze Meinung, sollte er über den Sommer hinaus beim FC Bayern bleiben? Nö. Ja, ich hab's schon gesagt. Also für mich, was die Verträge angeht und diese ganze Diskussion, ich verstehe, dass das jetzt ein Topic wird, aber ich mache nicht mit, einfach. Wichtig für mich sind die Leistungen, was er geleistet hat. Hat er auch recht. Ja, hat er auch recht, dass er da nicht mitmacht. Das können wir unter uns machen, an unserem Stammtischen, unter uns Fans. Die Reporter können das machen. Die können da die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, das ist allein auf die letzten Jahre gesehen, war er nicht einmal FC Bayern-like länger als 2 Monate. Ja. Und dann war das schon eine gute Phase. Ja. Ganz, ganz selten, dass er mal so eine Phase. 2 Phasen hatte er mal zwei Monate lang, wo er wirklich stark war. Ansonsten war es immer mal so ein kleiner Peak von 1, 2 Spielen, dann wieder 10 Spiele Schrott. Ja, das ist des FC Bayern halt einfach nicht würdig. Und heute und schon in vergangener Woche. Und Leroy kenne ich natürlich schon seit sehr lange als Mitspieler. Und ja, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, weiß ich nicht. Aber wie er jetzt ist mit mir, ist er genauso, wie er war als Mitspieler. Und das ist natürlich gut. Und ja, 71. Minute, das ist schade für ihn. Vielleicht hat er dann Geburtstagtor, aber... Naja, zum Glück ist es für die Mannschaft nicht schade geworden. Ja, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also das hättest du dann an der Szene ruhig festmachen können, Alter. 3 oder 4 Tage später haben wir wieder eine Möglichkeit und ich glaube, dass das sein Fokus ist jetzt. Dankeschön. Dann die nächste Frage bitte. Es geht alles über Verträge. Ne? Verträge oder warten auf Gladbach. Na, da hinten Philipp Seldorf für die Süddeutsche Zeitung. Ja, dann frage ich mal ganz schlicht, was hat Ihnen heute gut gefallen an Ihrer Mannschaft, am Auftritt Ihrer Mannschaft und was vielleicht hat Ihnen nicht so gut gefallen? Ja, es ist einfach ein sehr schwieriger Auswärtsspiel. Und das ist auch das erste Spiel. Wir kommen gerade zurück aus Urlaub. Es war nicht lang, aber trotzdem. Und dann, wenn du die Möglichkeit hattest, die wir heute hatten, dann willst du 1 oder 2 oder 3 Tore schießen, damit das Spiel vorbei ist. Und das war nie der Fall. Und wir hatten die Chance. Ja, gehe ich 100% mit. Das war heute ein Problem.
Wir hatten jetzt nicht so viele Chancen. Gut, jetzt so die letzten 20 Minuten, wo Gladbach ein bisschen offensiver war, haben wir viele Chancen gehabt. Vorher waren es nicht so viele, aber du musst einfach welche machen. Ja, Thomas Müller, die Riesenchance, Leroy Sané auf ein leeres Tor, nur um mal die Top-Chancen zu nennen. Auch Leon Goretzka. Ja, du belohnst dich halt selber nicht für deine Leistung. Ne? Zum Glück ist es dann 1-0 ausgegangen, ja. Aber wie er sagt, du musst das Ding früher zumachen eigentlich. Ne? Chance. Aber was mich gefallen hat, ist einfach die Energie, die Mentalität. Wir haben ein paar Spiele, die nicht da sind und keiner hat Beschwerden getan, einfach gekämpft. Und wenn es in die letzten 10 Minuten 1-0 ist, dann weißt du, kann noch was passieren. Aber wir sind ruhig geblieben und eigentlich müssen wir noch 1 oder 2 Tore schießen. Und also Konzentration und Mentalität war einfach sehr gut. Ja, nicht bei allen. Ne? Leroy Sané können wir da rausnehmen. Bei allen anderen denke ich das auch. Ja, der eine oder andere hatte halt ein paar Probleme, wie immer, mit seinen Gegnern. Das ist aber auch völlig normal. Aber ja, da gehe ich mit. Ja. Okay, dann die letzte Frage. Ja, eine Frage noch zu Eric Dyer. Durfte heute mal wieder von Beginn an ran. Wie hat er Ihnen so gefallen? Und auch die letzten Wochen, als er nicht spielen durfte, was hat er Ihnen für einen Eindruck gemacht? Ich fand, er war sehr souverän heute und hat es richtig gut gemacht. Wie ist Ihre Meinung zu Dyer? Ja, wenn wir natürlich spielen wie heute und ich meine, wir wissen alle, wir können mehr Tore schießen, das ist die Wahrheit. Aber wenn wir grundsätzlich spielen wie heute, ist es einfach über jeden einzelnen Individu zu sprechen, weil die haben eigentlich alle gebracht, was wir gehofft haben. Und ja, wir haben immer... Alle. Leroy Sané. Das halte ich für ein Gerücht. Mit Erik eine Spieler mit viel Erfahrung, die auch weiß, was er machen muss in diesen Momenten. Und ja, wenn er nicht spielt, ist es auch... Wir haben schon ein paar Mal diese Frage gehabt über Spieler wie Manu Neuer, Spieler wie Thomas und Erik. Und manchmal spielen die nicht vor einem oder anderen Grund, aber die sind schon auf dieses Level, weil die einen gewissen Charakter haben. Und die machen das immer für die Mannschaft. Und Erik ist auch so ein Typ für uns. Vielen Dank, Vini. Danke euch. Schönes Wochenende. Auf bald wieder. Servus. Auf bald. Geht ja Schlag auf Schlag. Wir spielen ja Mittwoch schon wieder. Ne? Also von daher, ja. Was soll Vini sonst auch sagen zu den Fragen? Ja, kann er schlecht jetzt auf den Leroy draufhauen. Alles gut. Das kann ich machen. Das könnt ihr machen. Und das hat er heute auch verdient. Das war halt wirklich eine Frechheit, die Leistung. Aber auch nur meine persönliche Meinung. Wenn ihr ihn gut fandet, alles tutti, gönnt euch das. Ne? Also, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Restwochenende und einen schönen Start in die neue Woche. Montag, 18 Uhr live auf Twitch. Werfen wir nochmal einen Blick zurück auf das Spiel und einen Blick voraus auf Hoffenheim und quatschen so ein bisschen über den FC Bayern. In diesem Sinne, tschüssi.